Gott zijn eerste leerprogram, Freiwilliger Dienst. Als ik 18 jaar werd, reisde ik terug naar Duitsland om mijn A-school-examen af te sluiten. Am 11 van 19 wie ik met de school durch. Ik had meer veld veilen zult, aber innerlich feil ik dood en ladig. Ik weet nog, waar ik de lang dat dorp ging en mezelf zeed. Zoals dit kon ik niet wieder. Ik heb genoeg gehad van dit miserabele leven. Aber schließlich entschloot ik me. Ik wil schaffen, wat ik im Wirt zie, zoveel geld als möglich maken en schließlich ein gutes Leben haben. Aber für ich diesen Plan en doten omzetten kon, moest ik mijn Militärdienst für Deutschland uitvallen. Ik wil 2 jaar Freiwilliger Dienst in Paraguay doen, wat van de Duitslandse federale Regierung als Ersatzdienst für grundlegende Militär oder öffentlicher Dienst in Deutschland angesehen wordt. Aber dat Fliehen moest ik selbst betalen en dat kon ik me dan niet leisten. Als ik dan nach 2 jaar van armet leven in Paraguay voor mij zag, beson ik me den Dienst doch in Duitsland te maken. Hier wordt Doris zeggen dat het alle bloos doorwegen zo passiert, wegen zij beet. Dit zijn ihre Wert. Ik, Doris, zie in Paraguay geboren en opgetrokken. En die tijd, wat Victor in Duitsland een zware tijd had, wie ik met mijn school meesterg, en ik hoop daarop, een man te vinden met wem ik mijn leven delen kon. Ik had al voor deze man gebed, wie immer dat ook zijn mocht. Mijn moeder en ik hebben voor 2 jaar alle avond dafür gebed. Ik wist niet wo die herkommen wordt, aber jedes Mal, wanneer ik bed, stel ik me dem irgendwo in deze wereld voor. Ik wie wat zegt, dat God in deze tijd al en Victor zijn hart schafft. Ik zegen hem en vroeg God hem naar mij te brengen, wanneer ik hem dan ook nog gar niet kende. Eng van ihre Wirt. Sei in die tijd, als ik entsloot dat ik me dat niet leisten kon in Paraguay mijn dienst te doen, kijkte ik met etliche vrienden op einen Film over de Bibelcharakters van Simson en Delilah. Midden in dem Film viel ik eine schwere Last von dem Heiligen Geist. Hij wollte mir reden. Von Angst benommen zag ik in dem Film, wo ein Mann Gottes seine Berufung durch Gleichgültigkeit verspielt. En dan hier ik in meinem Geist diese Wirt. Victor, pass op, dat du deine Berufung nicht durch Frühes oder Geld verlierst. Die Last wie so schwer auf mich, dat ik bloß allein sein will. Als de Film durch wie, kroogde ik meine Freunde so schwind als möglich uit der uit en ging selbst uit om allein einen Spaziergang zu machen. Ik viel so ein starkes Gefühl von Leid tragen, dat ik nicht selbst wat doen kon als hielen. Ik wist nicht wat mit mir aanrecht wie, oder wo so ich unkontrolliert hielt. Ik wist nicht von irgendeiner persönlichen Sünde oder Verbrechen, wat ik begonnen had, aber ich viel so verschwind. Nur ein Stoutje kam ich bei einen großen Stein in heel stil. Sacht ward ich ruhig, en ein dieper Fried kam über mich. Als dat so weit wie, dat ik me omdreed om naar huis te gaan, hadden meine Werte geändert. Dat Geld had nu eine ganz andere Bedeutung. Dat wir naar eine unterstellte Stellung in mein Leben gekommen. Etliche Tage vorher had ik entschlossen, dat de Freiwilliger Dienst in Paraguay wegen fehlende Finanzen nicht in Frage kwam. Ik kon mir dat Pflegen nicht leisten en würde ik maar bloß een beetje opgegeld hebben in meine 2 jaar van Freiwilligem Dienst. Dit wordt bedeuten, meer tijd in armoede te leven en daarmee wie ik derg. Aber bij dessen Stein hier ik Gott seine Stem wieder. Victor, sogar wenn du dit alle uit deine ene Rechnung betalen moeten warst, dat is een daunt. Go, ween ik die Scheck. Ik erken nu, dat Gott 2 Vögel met einen Hef traf. Hij antwoordt door seine gebeden in Paraguay en hij vangt mijn ene Heilungsprozess aan en wat zijn financiële Versorgung betreft. Nee, meine Heilung kwam nicht dadurch, dat ik aan eine Lasserie Geld gewonnen oder ein großes Aufgeld gekregen had. Dat passiert, wegen ik mich Gott unterstellt had. Diep in mij wist ik, dat ik nicht davon wegkommen kon, wat Gott für mich geplant had, en ik reis doorop naar Paraguay für meinen Freiwilligen Dienst en schaffte an eine Bibelschule en eine kleine Radiostation. Ohne irgendeine finanzielle Sicherheit, bezieht mein Vertrauen an Gott, betul ik de Pflegekort selbst en leef dan met 30.000 Guaranis de Monat, so 50 steetsche $. Dat weer nicht leicht. Ik braucht eten, Kleider en han en da noch eine nieuwe Tenenbarst. Am Anfang wie ik bloß die, wat het gebied in Ordnung hield,
aber in mijn tweede jaar schaffte ik een opnamestudio als een technieker voor schaalopnamen. Wanneer ik me dat ook versproken had, keinmal waarde en armoede te leven, ward ik aan dat mijn werkelijke beloning weer interessante en bedienungzame arbeid te doen. En ik had zeker geen idee over wat voor andere dingen de Heer voor mij uit had. Als kind had ik geleerd dat een Christ God dat tiende van wat man verdient geven zal. Aber wanneer ik 10% van mijn gorden en mijn former geld op te houden verzocht, schijnt dat niemals te schaffen. Wanneer het eerst tijd weer dat geld te geven, weer dat allemaal weg. Als was, dan moet ik dat verspreken, dit waar te verzekeren. Mijn fopje geld weer werkelijk knap, en dat helpt me de nächsten Schritt te maken. 10% van mijn nust weer werkelijk weinig, en mij schijnt dat niet schwer te zijn, God dat tiende te geven. Aber sehe de Bibel nicht irgendwo, dat Gott mich für dat tiende aufteilen sehnen wird, ein Daunt wofür dat wir? Ich hoop daarop, wen mir den Sehen wirklich fehlt. Aber 10% von $50 wie miserablich wenig, meist kriegt schämen. Ich kann nicht sein, wo dat für Gott sein Recht wat Goudet daunen kann. Ich entschloot mich dann, die $5 als tiende auf te geven, en noch $5 door als Inversion im Recht Gottes nennen te daunen. Ich hoop dat dit Geld einen Unterschied machen wird. Aber wo soll ich dat geben? In Asunción, Paraguay, wie ein Mann mit Namen Walter, wat war holen nur de Forum kwam wo ik mijn vrijwilligen dienst deed. Han en dan wordt wie vertalen. Walter wie ein Missionar in dienst sogar im Gefängnis. Sein Traum wie ganz über Paraguay in durch Südamerika te reizen om dat Evangelium te predigen. Hij braucht al zijn geld voor deze mission en ik entsloot me, ja, dit is de eine, wie mijn tiendet haben soll. Dit weer de aanvang van een vriendstek, wat bad vandaag geholen heeft, een werkelijker Segen für Walter en familie. Dat ik dat tiende auftold verursacht, dat biblische Grundwahrheiten anfangen te arbeiten. Gott leert me wat grundleggende Regeln van zijn Segen en dat bewijst zich bald in mijn geldtas. Ein älterer Mann fängt mich monatlich an zu unterstützen. Wenn ich recht beholen hab, wird das 3-mal so viel, als was ich für freiwilligen Dienst krieg. Dit wird der kleine Anfang von ein Wassen, und ich mag wat mir in meiner religiösen Kindheit keinmal wie gelehrt worden. Gott ist an Finanzen interessiert. In meiner Zeit in Paraguay ging mir das Schein mit dem elektrischen Keyboard zu spielen. Ich hatte mich von Deutschland einen leichten Keyboard mitgebracht und wollte dem in mein Abnahmestudio brücken. Für mich wird er viel wert, wer ich schwor dafür geschafft hat, an mir den leisten zu können. Aber der Fried hielt nicht lang fair. Eine von den Toasten hielt ab mit Schaffen, und ich kann nicht von dort reparieren, und daher nahm ich dort noch einen Fachmann, was sich damit utkannt. Ich weiß nicht, wo ich dort betonen würde, aber das wird Gott sein Problem nicht meint. Er hat mich hergeschickt. Er muss sich für das Reparieren verantworten. Wenn ich den Keyboard en dat Abnahmestudio brücken will, wagt ich mich dort ein Bett waghalsig zu sein in Bett. Gott, du wirst dir dit jammeren matten. Ich dacht bei mir so, dat Petrus je immer noch am Boot zetten wird, wann er nur gelürt hat, dat dat Wut erfasst worden wird. Nicht so? Aber in Wirklichkeit, wie ich nach weiß, wen ich dort rechnet, dat dat Reparieren dir kommen wird. Eine von meinen Arbeiten wird die Post von der Stadt aufholen. An dem Tag, wo die Keyboard reit wird ein Brief von mir gerecht an die Post, wo ein Waschpapiergeld binnen wir. Ich kann das Reparieren betonen. In meiner Zeit im Dienst erfuhr ich Gott seine Versorge auf verschiedene Wege, und mehr als was ich abrechnet. Ein Beispiel ist, dass Gott mir ein Fertig versorgt. Ich will gerade dabei, das Schanen zu lernen, und Vater geeft mir seinen Motorcycle, und Lothar geeft mir eine Chor. Ich kann nu viel leichter wohin kommen, ohne mit een Bicycle fahren oder am Metfahren zu prachen. Dat wird die erste Runde von Belehrung, wat Gott für mich rein hat. Aber das mögt mich noch gar nicht ganz frei von dem Spruch von meiner Kindheit, dat Schwarschaffen und viel Geld für deinen neidig wir, wen selbst keiner für meine Bedürfnisse versorgen wird. Die Angst vor Armut hat deep Warteln geschlagen und dreif mich verholen.